Herr Präsident, die Aktualitätsstunde ist nützlich und gut und sie reiht sich eigentlich an Debatten, die wir heute schon ein paar Mal gefeiert haben, aber die Regierung immer hier Meinung klar zum Ausdruck bringt. Wir hatten eine Debatte heute nachdem den ukrainischen Präsident Zelensky am Weißen Haus empfangen ist, und das war ja bekannt, da musste ein bisschen schief gehen. Wir hatten eine Debatte bannen wie die Attacken auf den Iran angefangen hat, alles Evenementer, die uns perturbiert haben, wo wir auch klar als Regierung gesagt haben, was wir darüber gingen denken. Heute ist eine Aktualitätsstunde über die Sicherheitsstrategie von Amerika, wobei das Wort Aktualität zweiseitig ist, weil einerseits ist die Strategie schon ein paar Monate alt, aber es kriegt natürlich immer ein neuer Reflex durch die geopolitischen Evenementen, die geschehen, notamment auch, wie gesagt, am Iran. Wir haben uns die Strategie nicht haut, wir schon im November angeguckt, und das ist ganz klar, dass da viele Sätze drinstehen, die wir nicht können teilen und die wir auch nicht hätten so geschrieben. Notamment das ganze Kapitel über Europa entspricht nicht dem, für was die Parteien, die die Regierung formieren, stehen, und ich meine noch nicht für den größten Teil von diesem Parlament. Für das nach ein Gehei zu suchen, als gut, das können zu machen, mit das eigentlich evident. Wir leben in Europa, wir leben in dem Multilateralismus, wir leben und internationales Recht. Das geht nicht unbedingt auf der Art und Weise an dem Pobaya geschrieben, aber Pobaya als eine Sache, diese Realität als auch eine andere Sache. Der zweite ist, die transatlantische Relation definiert sich neu. Mir hat sich auch in der Vergangenheit oft kompliziert erwiesen. Ich kann mich erinnern, Diskussionen, die wir hatten, 24 Jahre, wie den Irakkrieg war. Es gab auch da Tensionen zwischen Europa und Amerika. Es gab auch unterschiedliche Wühen zur Zeit von einem von mir heiß geschätzten Präsident Obama, den immer darauf hingewiesen hat, dass für sie Perspektive mehr wäre in Richtung Indo-Pazifik, an der Europa nicht immer könnt sich auf die Lorbeeren von der Sicherheit von Amerika ausruhen. Dafür muss die transatlantische Relation natürlich an seiner Evolution gesehen. Und das wäre alles klar, dass wir müssen mehr also bei sich face setzen. Das hätte schon für Jahren, Jahrzehnte geschehen. Jetzt haben wir das Europa angegangen. Aber ich ging dazu beifügen, eigentlich schon an den 50er Jahren, Communauté Européenne de Défense war eine richtige Antwort d'Europa, das leider gescheitert, mit das nie zu spät, wir haben es zu machen. Der geopolitische Kontext zwingt uns dazu, mehr unabhängig zu gehen. Meine dritte Remark, als Abhänger von der Analyse, wo es Partner dann in der Welt sind. Und die Regierung plädiert, trotz all denen Desakkords, die kann über den einen und den anderen Aspekt von der Politik, an den soll tun, an den muss tun, an einer Demokratie, als das normal, dass die transatlantische Relation wichtig ist, an die auch an einer längerfristigen Perspektive muss sehen. Längerfristig noch angeguckt, sie basiert auf stärker Immigration oder Emigration, in diesem Fall von Europa an Amerika. Das hat in das Woche gesehen beim St. Patrick's Day, der Ball an Amerika mehr gefeiert wird wie auf anderen Plätzen in Europa. Sie basiert auf der Befreiung von Lützeburg am Zweiten Weltkrieg. Und sie basiert doch daran, und enge Kooperation zwischen Europa und Amerika auch an den nächsten 10 und 20 Jahren. Es gibt so viele Relationen zwischen Menschen auf den zwei Seiten, durch Universitäten, durch Forschungszentren, durch Entreprisen, die zusammen schaffen. Amerika ist den Hauptalliierten an der NATO, das ist nicht das annulliert nicht das, was ich wieder gesagt habe, dass wir mich stark müssen gehen als Europäer an der Verteidigung. Aber Fakt ist, dass wir mit den Amerikanern an der NATO sind und dass Amerika der größte Kontributeur, Einzelkontributeur zur NATO ist. Das ist auch eine Realität, dass Amerika der größte Handelspartner
von Europa ass. Und das auch eine Realität, dass Amerika die größten Technologieunternehmen hat, von denen wir all da an unserem Tisch leben, an unserem Computer, auf unserem Büro, an unserem Arbeiten mit Amerika schaffen gewollt oder ungewollt, mir eigentlich gewollt, weil es wenig Alternative gibt, ob man es für den Moment. An die Realität, die kann ich nicht einfach wegputzen. Und dafür sind wir für eine stark transatlantische Relation, weil man nicht gucken, just, ob das was Neues an einem Post geschieht. Auch nicht just gucken, was an einer Strategie oder bei einem Bayer steht. Wir werden mal die langfristige Perspektive von unserem Land und von Europa im Blick haben. Und da mengen wir, dass an den nächsten Jahren Amerika von unseren Hauptalliierten muss bleiben. Ohne die anderen auszuschließen. Und dafür muss man auch selbstverständlich gute Relationen mit anderen Teilen von der Welt pflegen, die als Werte delen. Dafür war ich auch vor kurzem am Kanada, dafür reist ein Außenminister auf anderen Plätzen an der Welt. Wir brauchen Partner an Indien, wir müssen Dialog führen mit China. Auch da gibt es viele Punkte, mit denen wir nicht am Akkord sind. Aber wir müssen natürlich auch mit den Chinesen aus anderen Gründen schwätzen. Und dafür sind wir auch weiter für eine transatlantisch starke Relation. Der vierte Punkt, den ich will, nach einem streichen, ist, dass wir für Europa sind. Und dass wir nicht die Meinung teilen, die an dem Bayer von den Amerikanern steht, dass Europa ein Kontinent wäre, was Ende wäre, aber sich selber gegen aufschaffen. Daran leidet als größten dieser Chor. Und dafür habe ich an der Rede, die Madame Thomson zitierte, die ich am Februar bewusst an Amerika zu Harvard gemacht hat, was übrigens auch mein früher Uni war, dafür habe ich mich extra verpflichtet, auf so einen Platz zu gehen, habe ich gesagt, where others describe a continent in constant decline, I see continuous progress. Und das ist Stanford, ob die Bayer da. Die Werte, für die wir an Europa stehen, für die als Vorfahren gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg, das sind die, für die wir stehen. Wir haben dezidiert, Kooperation über die Isolation zu setzen. Wir haben dezidiert, Recht über Gewalt zu setzen. Wir haben dezidiert, den Dialog über die Division zu setzen. Und das sind die europäischen Werte, und für die wollen wir also auch als Lützeburger, als Lützeburger Regierung an Zukunft ersetzen. Ja, dürfen sie wir auch für das internationale Recht und dürfen sie wir auch für den internationalen Strafgerichtshof. Als Justizminister war mein ersten Reis an Deutschland 1998 auf Rom, wo das Statut de Rom diskutiert ging, über die Gründung Urkunde ging von dem internationalen Strafgerichtshof. An Lützeburger Regierung, die sukzessiv Lützeburger Regierungen sind für eine internationale Strafjustiz. An dem hat ich gesagt, 17. Juni 1991, le Luxembourg s'engage ici à Rome pour qu'à l'état de droit vienne s'ajouter un monde du droit. Und das Staat, wie wir müssen als ersetzen. Und das Staat, was wir gemacht haben, zum Beispiel, wie Amerika gesagt hat, dass Grönland eigentlich nicht mehr könnte zu Dänemark gehören, aber das nicht zu ihnen gehören. Da waren wir geschlossen mit allen europäischen Staats- und Regierungschefen, für zu sagen, nein, es kann hier nicht Grenzen regeln durch Gewalt oder durch andere Methoden. Wir haben das nämlich gesagt an der Ukraine. Wir sind immer auf der Seite vom internationalen Recht und das wird doch so bleiben. Und ich so nicht, dürfen Sie mal pro-europäisch und dürfen Sie nicht froh zu sehen, dass hier im Parlament eigentlich der ganz großen Teil von den Deputierten, alle Parteien von der politischen Mitte, sich für Europa auch dem Neuen ausgeschwärzt. Es selbstsichert Europa. Irgendwas mit seinen Nachbarn schwätzt, aber seine eigene Meinung hat. Weil die Zukunft von Europa wird an Europa dezidiert. Sie wird nicht dezidiert zu Washington, sie wird nicht dezidiert zu Moskau, sie wird dezidiert hier bei uns von unseren Bürgern. Und das stärkt für die Demokratie und dafür muss man es gemeinsam ersetzen. Merci.